Willkommen für eine neue Sendung von ADR Tele. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das gibt just eine große Überschrift, der Generationswechsel bei der ADR-Fraktion an der Chambre. Ein möchten 72 Jahre alten Norddeputierten an ADR-Gründungsmember Jeff Engelen Platz für den 37 Jahre jungen Präsident vom Nordbezirk Klierfer Gemeindekonseiller Michel Lemaire. Wir weisen euch hier mit Privatzeit, gerade wie auch den offiziellen Teil aus dem Parlament. De Jeff Engelen an de Michel Lemaire hunn zenter lange Joren eng exzellent Summenarbecht opweises. Alle beit setzen sech konsequent fir d'Eistlik an. Eppes wat sech natierlech an ihre Wahlresultater rëmgespiegelt huet. Wat die zwee nachverbënd, ass iwregens e gemeinsamen Hobby, anzwer d'Leidenschaft fir historisch Traktoren. Der farbigen Bob ist ein Traktor. Wir hatten zwei Herren an Lanzen. Wir sind hier am Norden. Ich habe dezidiert für einen guten 1,5 Jahr, dass ich mein Mandat an mich jung kenn aufgehen. Der Wähler hat das doch so mit gedroht, Gott sei Dank. Und ich meine, die Milch als am Tauschen von meinem Alter, ich meine, gezeigt, dass ich dann parteipolitisch geguckt, als das Interesse von ich abhalen und ich gehe im Mandat, dass er nach 3 Jahren Zeit hat, für sich zu profilieren. Ja, Chef, du warst nur ein rund 7 Jahre an der Chambre 2018, 2025, dass du doof bist. Was waren da so für dich die persönlichen Highlights an der Chambre? So Momente, wo du dich zurückerinnerst, als du siehst, das war schön, dass du dabei warst. Ja, ich war ja 7 Jahre an der Chambre. Ich meine, wir sind noch wissen, ich habe weil Politik schon 30 Jahre für drüben mit verfolgt, an der Reichsterei. Hat meine Kollegen, die an der Chambre waren, und was den Highland zu meiner Zeit war, das war auf Runzefänken von der Monarchie aus. Ich meine, den Thronwechsel, das war ja noch ganz rezent. Und da war ja auch noch andere Highlights von wie der Grand Duc Jean begraben wurde und so die Sachen da. Ich meine, das war der Popsvisit war auch dabei. Ja, Popsvisit war ja dabei. Das war auch ein Highlight. Ich meine, das sind so die Highlights, die ihn dann mitkriegt. Es hat nicht jeder die Chance, das mitzumachen. Ich hatte die Chance, die Highlights aber mitzumachen, ja. Du warst solo die letzte Generation sich von den Gründungspappen, die Lohner an der Chambre so. Ich meine, losen Leute, die Truder holen, die nicht mehr an einer Generation waren, dass die Partei mit gegründet haben. Was gibt es da als jungen Armee, dass da mal auf den Weg gehen? Eine gute Frage. Ja, ich gebe mich mal auf den Weg gehen, immer fair an mit den Leuten zu schwätzen. Das ist immens wichtig. Das war mir wichtig, auch die Leute nur lauschen. Das war immer wichtig, auch wie wir angefangen haben. Weil das auch ein wichtiger Faktor. Und ich meine, wenn den nicht vergisst, dass den mit den Leuten schwätzt und nur lauscht, dann möchte ich gut Politik. Wir müssen immer Leute auf seiner Seite tun. Und das ist immer wichtig, dass den weiß, was Leute denken und was sie mit auf den Weg gehen. Und ich meine, für dir auch das mit Führung zu feiern, wenn du das so willst machen. Vielleicht schon einen anderen Akzent setzen. Du bist jung, ich will ein bisschen mit zu allen Eisen. Und ich meine, es wäre gut, wenn wir Jungen noch vielleicht neue Ideen mal dran bringen. Weil ich meine, du von der lebt ja eine Partei. Und das wäre wichtig. Ich meine, ich stehe auch für eine gewisse Kontinuität. Schon die dadurch gesagt, ich werde weiterhin zum Teil aber dein Stil weiterführen, nur bei den Leuten zu sein, mit den Leuten zu schwätzen. Und für allem gesehen ich großen Auftrag, dass natürlich, dass ich dem Land als Ganzes denke, mir schon auch ein Mandat vom Norden hier, das heißt, ich gesehen doch als meine Aufgabe, wirklich Politik für den Norden zu machen. Wir haben immer noch die Defizite, die wir kennen, im Bereich von den Infrastrukturen, was Zentralisierung geht, dass man nicht das politische Gewicht doch am Norden. Und das ist etwas, was ich da wirklich versprechen kann, Chef, dass ich die da in Urlaub mitholen und dass ich mich immer werde, auch für den Norden ansetzen. Und natürlich
da se gewissen Altersunterschied do, dat das richtig méi schwer natürlich auch mein egenen Dynamismus mat bringen egen Akzent ersetzen. Et kann ich nie e Mënsch kopéieren. Ich mein, dat wiest du soch nie kopéiert. Du hast immer dein egene Stil gehabt. Und so werde ich dann noch gucken, wie du mein eigenen Stil zu finden. Sie und nicht ganz neu an der Politik. Kinder, ich lohne der echte Reich den mehr. Und du stehst ja immer noch an drauf, als ich Fehler mache, da bist du ja am. Da sind ich da werde ich dich schon korrigieren. Wir im Prinzip werden wir das fairer verfolgen. Wir schaffen auch, wie wir immer gemerkt haben, am Team. Ich meine, das haben wir all die 50 Jahre gemerkt, wo ich dabei bin, haben wir am Team geschafft. Und das gebe ich doch mal auf den Grund gehen, auch immer am Team, die die Hand da stehen, sollst du immer mit berücksichtigen und respektieren. Das ist ein Gruppenaffäre, das ist nicht einzelne. Ich meine, sowohl du wie ich wäre ja nie an die Chambre kommen, wenn man nicht ein Team hat, das hätte, das unterstützt, mit dem wir zusammen an die Wahl gegangen sind. Ja, das darf ich nicht vergessen. Und das Team brauchst du auch an der Politik. Ja, ich meine, du hast so den wohlverdiente Pension, aber ich meine, die Leute kennen dich, du bist kein, den Mois dann an der Foto sitzt und nicht weißt, was du zu machen hast. Du hast ein ganz Reiheprojekt. Und ich meine, wer auch in der Pension, das geht echt in die andere Richtung, dass das nicht nur nicht langweilig geht, mir dass du doch vielleicht mal hast du noch zu viel hast. Erzähl mal ein bisschen die Leute, was tust du an der Pension, ja. Was sind denn Projekte so? Ich will die Wirtschaft Mama mir nur bei, das will so, meine Frau wird da so, Mama heim, Mama do, das mache ich dann noch. Mir schön war an der Pension nach ganz rich vun der erbigchten Sedin. Ich habe ja am Fongol während dem Mandat an der Chambre hunn Joch pu Sachen nie opgehen, dat wollte Joch nie opgehen. Zum Beispiel se Präsident vom Tourismussyndikat vu Wënscher, dat wollte ich nie opgehen. Ich bin an Sekretär vom Interessefrei vun Tratten. Dat werde ich aber in nächster Zeit der mir jung kennenlernen. Und ich meine, das ist immer wichtig, dass den nach immer mat der Vereiner Viertvereiner schafft. Werde ich auch in Zukunft so machen. Ich habe nach für 4-5 Vereine Chroniken zu schreiben für 40, 50 Jahre. Und ich habe eine Lokalchronik an der Gemeinde Wünscher, die werde ich auch noch verdienen. Mir 27 Stärfer, das ist ganz sicher. Da habe ich die mir nicht ausgehen. Und da muss ich bedenken, ich bleibe noch politisch aktiv. Ich bleibe immer noch am Gemeinderat zu Wünscher. Und ich bleibe immer, wenn meine Kollegen das wollen, auch am RDR Norden aktiv. Für den Teamgeist immer aufrecht sein und zu verstärken. Was ich auf alle Fall auch weiterführen, das ist mein Gemengemandat, ich meine nicht gut vom Wähler Mandat der Gemeinde Kliev, das werde ich auch weiter hier ganz tun. Und ich meine Kommunalpolitiker, Nationalpolitiker ganz sicher an. Das ist auch so, dass ihr bei der kommunalen Politik ja wirklich ganz nur bei den Leuten, dass in eine Praxis nur Politik mischt. Das werde ich auch probieren, mit ranzuholen an mein neues Mandat. Und das ist auch nicht so, dass ich schaffen oder Bürgermeister sind, dass ich zeitlich so angegrenzt bin, dass ich Spätmandate nicht in meinen Hut kriege. Das ist mir dafür auch wichtig zu betonen, dass ich auch mein Gemengemandat voll weiterführen und so gut wie man nicht wie möglich ist. Ja. Das hast du noch nie gesehen, so etwas, Chef. Oh, du Spinner, du. Als Autochirurg. Ich will Mutter als Nägel, du warst dünner am flüssigen Zustand. Ja, das ist eine Primitivtechnik, mit funktioniert. Aber. Voilà. Das war die Zeit, und so sich war das, weil, wenn der Bauer so einen Traktor hat, dann das war weil nicht nichts, was du hast. Ja, das ist richtig, ja. Oh ja, wenn er die nächsten 60 Jahre noch so gut lebt, dann hat er sein Ding getan. Dass die letzte öffentliche Sitzung für den RDR-Deputierten Herr Jeff Engelen in Astzanter 7 Jahre Member von diesem Haus. Seine Begeisterung für die Politik hatte Jeff Engelen aber schon mehr lang wie 7 Jahre. Also sein Lebenslauf weist ein langjähriges soziales und ein langjähriges politisches Engagement. Den gelehrten Automechaniker hat sich mit 21 Jahren am damaligen neutralen Handwerkerverband engagiert, den den NGL ging als 1987 hat die Bewegung Aktionskomitee für eine Sechselpension für Jidverein mit gegründet, aus der später dann den RDR ging. Den Jeff Engelen als für die lokalpolitisch aktiv ging, Zter langem an zwar Zter 1990 also Zter 35 Joer ass hi en Conseiller an der Gemeng Wënscher.
Seg Politik war immer eng Politik vun Proximitéit an vun Präsenz Terra. Am Oktober 2010 ass de Chef England eng echte Käier direkt an d'Chamber gewählt ginn, 2023 goufen rëm gewählt. Seg Prioritäten an der Chamber waren Infrastrukturen nach Strassebau, Fi allem natürlich am Norden als evident, Mobilität, Landwirtschaft, Umwelt a Gesundheit. Je war auch Member an der Letzebauer Delegation am CPI, an do an der Kommission 4 für Agrikultur an Umwelt aktiv, an am Benelux-Parlament, wo sich bestimmt ganz wohl gefühlt hat. Ich denke, wenn's singen holländischen Originen, soweit ich weiß, aus den Chef England mit 4 Jahren auf Lützeburg kommen. Kooperation transfrontalière als auch dem Chef England aus dem Grund und aus vielen anderen Gründen immer extrem wichtig gewesen. Hier gehört auch zu denen ganz aktiven Deputierten, was parlamentarisch Frohen und Regierung umgeht. Da tut die Regierung immer beschäftigt, wenn in wenig wie wir tut, was der Chef England so über Joren weg und Question parlamentäre gestaltet, damit den wir nur denn die derdichtlich Surgen von den Leuten immer wären, aber wie wichtig ihm sein Engagement für die Wirtschaft war. Auch wenn hier in der Chambre Eddie seht, bleibt hier lokale Plan an den Vereinen sicherlich aktiv. Und ich will ihm ganz einfach am Namen von der Chambre merci so für seine Arbeit und ich wünsche ihm eine ganz schöne chambrefrei Pension. Merci, Chef. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will für anzufangen, dem Herr Präsident für sein Lehrführer ein herzliches Merci sagen. Nicht leider überall vorig gesagt, das kann ich hier korrigieren, wie das nächste korrigieren drin. Ich meine am Leben, also wie am allem, alles hat seine Zeit. Und ich meine, ich war Losivio in der Chambre, immer viel Fried, auch viel eher gemacht, für Heimat zu wirken. Natürlich, wenn ihr Zeit seht, ich meine, ich bin ein gewisses Alter. Ich kümmere mich später an die Chambre, einer kommt jung dran. Und ich gebe einer jungen Chance. Ne? Dafür ist das ein bisschen anders wie bei mir. Ich meine aber, muss ich denken, wenn ihr Zeit seht, muss ich noch wissen, wann ihr könnt. Und muss ich noch wissen, wann ihr geht. Und ich meine, ich will es die nächsten Wochen, wie das wissen, ja, nicht mehr will es mal zu gehen. Ich will auch Chamber wählen, 100 Mal. Und ich meine, das geht der. Und dann muss ich denken, so, das Tschüss. Ne? Und dann will ich aber noch für aufzuschließen, weil wir in Großfrieden in der in der parlamentarischen Arbeit mich zu beteiligen. Ich gebe ich dafür Zukunft alles Gutes wünschen. Es hat die Sanktionen eine Ausübung für das Land und noch Auswirkungen, also Ausschaffen von den Gesetzen. Und das soll alles am Interesse sein vom Land. Und ich meine, da soll ich merci für die gute Zusammenarbeit all die Jahre. Auch wenn wir uns heute ewig austauschen, wie das geht zum Job, von das nicht wir, da bricht man keine Chambre. Nicht so nicht merci. Da ging ich spielen, wenn ich glief den Herrn Michel Le Maire rakommen zu lassen. Herr Le Maire, ich spiele den ersten Net zu lechten, so wie es am Artikel 67.4 von unserer Verfassung 4 gesehen ist, an der folgende Wortlaut wird. Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Jetzt fand ich, gibt jetzt Hand für den Net aufzulehnen, also entweder je le jure oder ich schwöre nicht. Ich gehe nicht Akt vom RME, Herr Michel Le Maire, an Herr Le Maire, der sieht lo zu Member von der Chambre proklamiert. Meine Felicitationen am Namen von der ganzen Chambre. Und ich gehe nicht gut. Vielmals merci, Herr Präsident, die Damen, die Herren. Wie könnte ich das Ried eigentlich das aufhängen, wie dem merci zu sagen, dem mein Viergänger ist,
dem Chef Engelen, ich will dem Chef Engelen ein herzliche Merci sagen für alles, was er für mich gemacht hat, was er für das Land gemacht hat und auch was er für den Norden gemacht hat. Trotz einem großen Altersunterschied sind ich auch mit dem Chef Engelen ganz stark freundschaftlich verbunden. Der Chef Engelen war ein Mann, der mich gelehrt hat, die eigenen Interessen immer zurückzuschrauben, für den Interessen vom Allgemeingut. Das war beim Chef kein eitel Wider, mit dem Chef hat das gelebt. Ich will auch besonders begrüßen meine Eltern, meine Freunde, meine Brüder, meine Bekannten, die dafür gesucht und dass ich heute da bin, wo ich bin. Ich freue mich an Zukunft die Interessen von meiner Partei und die Interessen vom Land zu vertreten. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit, Armutsbekämpfung, das werden Prioritäten von meiner politischen Agenda sind. Ich kriege da ein Mandat vom Wahlbezirk Norden und ich will mich immer stark machen für den Norden, für die Defizite, mit denen der Norden konfrontiert ist, Zentralisierung, Gesundheitsversorgung, die gestärkt muss gehen, eine gut funktionierende Landwirtschaft und so weiter. Wir leben leider an einem Zeitalter von der Unsicherheit, von der Destabilisierung. Wir sehen auch gerade bei Jungen, dass oft psychische Erkrankungen zuholen. Und ich will mich dafür stark machen, mich für eine Politik anzusetzen, für ein Land, die den Leuten, den Jungen, für Rangem Stabilität bietet, Werte bietet, an den Leuten etwas bietet, und dem sie können festhalten. Wissen Sie, wenn ihr an die Chambre kommt, dann ist das ein neuer Moment an meinem Leben. Und es hat ja schon so Momente, wo etwas Neues aufhängt. Und ich erinnere mich daran, wie ich am ersten Schuljahr war, an der Spielschule. Die erste Mal, wie ich dann da abgekreuzt bin, da sitzen Kanada zu kreischen, weil sie keine Kant tun. Ich bin ganz froh, dass ich ironisch nicht kreischen, mit dass ich froh bin. Und da ist es sich so, dass ich neben meinen Fraktionskollegen schon ein paar bekannte Gesichter kenne, Gott sei Dank. Den Herr Emil Eicher, mit dem ich am Gemeinderat zu Klief zusammen arbeite, den Emil als ersten Chefin, ich als kleine Conseiller, und dann den Herr André Bauler. Wenn ich so ein Herr Bauler, dann ist das nicht just aus Höflichkeit, mehr aus einem angesehenen Reflex, weil den Herr Bauler mein Ecos-Prof zu Wolz war am Lycée. Und ich denke, das ist aber heute nicht mehr so einfach, mich für dir zu geheimen wie damals. Die Damen und die Herren, auch wenn wir heute ein bisschen mehr kontrovers diskutieren, wenn wir ein bisschen mehr hart nicht schwätzen, so will ich euch versichern, dass ich immer geleben und das, was ich so, und dass ich niemals werde Politik als Opportunismus machen, mir wirklich und das leben, was ich so. Wir sind an der noblen Situation, dass Schidverein von uns, den hier sitzt, demokratisch gewählt, dass Schidverein Recht hat, das zu vertreten und was gelebt. Ich glaube daran, dass wir in einem Zeitalter sind, leider, wo immer mehr Mauern gebaut gehen. Ich glaube daran, dass es besser ist, Brücken zu bauen, wie Mauern zu bauen. Und ich glaube daran, dass das, was vielleicht politisch nicht versöhnbar ist, menschlich muss versöhnbar bleiben. Ich freue mich über ein exzellent, innerparteilich und innerparteilich Zusammenarbeit am Dienst von dieser wunderbaren Nation. Es soll nicht merci. Ich merci an der Kinder an neuer Platz auch Platz holen. Durch den Generationswechsel am Norden stellt l'OTDR die jüngste Fraktion an der Chambre durch. Mit einem Altersdurchschnitt von nur 45 Jahren bei 5 Deputierten. Der Chef Engelen hat also zusammen mit dem bestbekannten früheren Süddeputierten Gast Giberien d'ADR gegründet. Den aktuellen Ehrepräsident von der Partei war vor kurzem invité am Kader von einer Television und wird normal Geschichte von der Partei zum Besten gehen. Und zwar wie aus einem Gewerkschaftsmovement an durch dem Aktionskomitee für Rentegerechtigkeit, die Alternativ-Demokratische Reformpartei, entstanden ist. Also ich war den dabei war no GBL gegrünnt. Da kann ich da doch haut so es sind demos von der Arbeit
bezuelt gin freigestalt gi fir den OGBL ze grënnen also. Damit huet mich 6 Wochen freigestalt, fir kënnen den OGBL ze grënnen. Da das Haut just niewebei ze nimmen. mir sinn awer du net an den OGBL gangen. Am még Idee wär an du newen dem OGBL am MGB en neutralen dritte Block opzereten. An du hunn mat FAP kontaktéiert an Taliban, an den NGL, an Dohauser sollt dann en dritte Block gemet gin an. Du huet an dun demolieren Alibas Präsident muss auf Appes machen, dat den als Member gesinn, dat man Appes kënne ze summe machen. An du huet hier gesot, man komme man Appes mat der Rente, weil du schon Jozente geschwaart gin ass fir en Rentegerechtigkeit zwischen dem öffentlichen und private Sektor herzustellen. Du huet hier gesot, man komme machen einfach 5/6 fir jeder. Dat as vu den demolieren. Alibas Präsidentin die Idee hat. Den tun de Kommuniké gemet, an de Kommuniké stung driwer FAP Aliba NGL, an der René Mäte war dem als Präsident vun der FAP, den huet hun eng Säitchen hin an hier ass dat gern op de Kommuniké gif mat rausgin. An huet de Bernner nicht ma net mat. An du huet Aliba gesot, die hat dem als keng nationale Repräsentativitéit, du huet de vun der FAP krit. Da kënne mir och net machen, du stungch ma am Kommuniké do an ich wusste, wat ich soll machen, an hunneger Platz FAP Aliba NGL hun ich 3mal NGL drwer geschrieben an schon den einfach rausgeschickt. An op déi Kommunike kom eng Resonanz, wie ich am engem Liewen an net erlebt hun, wat den Leiit positiv reagiert. An hun do muss man méi draus machen. An du sollt man lo ma en Aktionskomitee 5/6 Pensionioun fir jiet verreen, an den ass du gegrünnnt gin am Konvikt an der Staat, an dun do no wie d Parteiien net no gin hun, simmer dun hummer an lächte Instanz desideiert an d'Wahl ze goen, an du ware gegrënnt mit Durchsprung, wenn net eng Parteigrinn Ursprung war, eng dëtt Gewerkschaft ze kënnen. Ja, an dann den Aktionskomitee an Duno ass Doras ja woch der entstanden. Duno ass der entstanden, well man als Aktionskomitee erfolleg hatte. Dat Techt allmensch huet als man hat jo massive Unterstützung vu Méchen da huet gesot, dats eng formidabel Idee mit der wä dat tote net fertig bringen hai am Land fir en enetliche Regime. An huet awer 10 Joer gedauert, well den 1. Januar 1990, dat war net lang 10 Joer, du hummer Rentegerechtigkeit hat se beskrit, dat hicht Schiin den an Fondspublik schaffe gegangen ass, nom 1. Januar 1990 ass an dem selvichte Pensionsregime wéi am Privatsektor. Bezielt die selwich Kotisaun, krit die selwich Leistung. Dat techt den 1. Januar 1990 war am Fong als Initialforderung, die mir am Detail ausgeschafft Weise realisiert. Dat hicht wie sollst du als Fonds de Commerce, de war dun och fort. Die Partei mis so wat Mamelo. An du huet ze misisten sich strukturieren och programmatisch, well den Hauptpunkt de war jo erfüllt gin. Du waren noch viel Spannungen an der Partei, weil den Aktionskomitee, da das Leitgewicht vu ganz links bis ganz rechts vum Arbeitsdirektor bis bei de Portier, da war alles an dem Aktionskomitee, weil sich an der Froh von der Renten eens waren. Aber wie war all die Sache anders, dann hatte just e Punkt wie am Fall so. Aber wie all die anderen Punkte huet kein Mensch fir du geschwert mit, das aber doch nur geschwert genannt. Wenn e Punkt kommst, wo Patronat eng an de Meung hat wie Salariat oder die mir längs oder Miriert-Stungen eng Meung hatte, dann hatte man Spannung. Und dafür sind dann auch Partei und dun eng schwer Zeit mat mit, weil die eng sie rausgegangen, weil sich net konnte mat der neue Identifikation an Nacklang bringen, an die anderen sie blieben, bis man dun irgend von enke de W von hatten. An dohier besteht die Partei das haut den feste Bestandteil vun der Lützeburger Politik an besteet doch schon 6-7 Joer. Apropos Geschicht, Eisen Europadeputéierten Fernand Carteiser hat wie kurzem Gelehheet fir sech mam Enkel vum franzésche General de Gaulle zen erhalen. De war mat de beleefste Staatschef vu Frankreich zënter dem End vum Zweite Weltkrieg. Thema waren die traditionell Werter an Relationen mat Russland. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ici avec quelqu'un qui est très important dans les relations entre l'Union européenne et la Russie. Il s'agit du petit-fils du général de Gaulle, M. Pierre de Gaulle. M. de Gaulle est très connu en Russie, également en France, pour son engagement pour les relations entre la France et la Russie. M. de Gaulle, quel est votre message principal dans cette discussion autour des relations entre l'Europe occidentale et la Russie? J'ai 2 messages. Le premier, c'était
celui de la politique de mon grand-père qui a toujours défendu l'amitié avec la Russie parce qu'il considérait que c'était indispensable à la paix et à la prospérité en Europe. Pour lui, c'était un impératif géographique de l'expérience et du bon sens. Ensuite, je pense que ce message est toujours actuel parce qu'il y a un danger, une surenchère de guerre qui est propagée par une technocratie européenne irresponsable et qui le fait pour masquer ses propres erreurs, pour masquer son absence de programme et son incompétence politique. Le vide amène toujours l'agressivité. Je pense qu'il faut dénoncer ça. Les Européens sont les propres victimes des sanctions. Les sanctions amènent la fragilité économique, l'endettement. Regardez le cas de l'Allemagne, qui était le moteur industriel européen et qui, par abandon de l'industrie nucléaire, la soumission à l'importation de LNG américain 4 à 7 fois plus cher que en fait, les sources de gaz non compressées Voilà. russes le permettaient, qui dépendent d'une énergie, je dirais renouvelable. Mais vous savez que l'éolienne, c'est pour compléter, je Oui. dirais un cycle d'approvisionnement continu. Toutes ces sanctions créent une fragilité économique, donc une fragilité sociale et donc le chaos. Nous en sommes les victimes. Il est grand temps de revenir au bon sens. Il est grand temps de revenir à la raison. Et surtout, je pense que le partenariat avec la Russie nous rappelle que la Russie a une culture fantastique, nous rappelle surtout que la Russie défend les valeurs fondamentales. C'est ce que je voulais demander. En fait, vous plaidez de façon plus générale pour un retour au gaullisme maintenant. Donc, pas uniquement une certaine amitié avec la Russie qui fait partie géopolitiquement de l'Europe, mais également vous insistez très fortement sur les valeurs traditionnelles, les valeurs qui ont fait la France. Quelles sont, d'après vous, ces valeurs qui nous font défaut actuellement en Europe et qu'il faudrait peut-être ranimer ou de nouveau peut-être aussi introduire dans nos écoles? Je pense qu'il est très important pour vos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, de dire que la Russie bénéficie d'une culture fantastique. Ils sont responsables de la moitié des découvertes fondamentales en physique, en chimie et en mathématiques. Oui. Aussi pour dire que la Russie, c'est le rempart des valeurs traditionnelles de la foi, de la charité, j'allais dire de l'espérance. C'est surtout les valeurs de la famille, les valeurs de l'éducation, les valeurs du patriotisme, mais ça n'est pas la seule, puisque la Russie est un des moteurs du monde multipolaire qui rassemble 51% de la population mondiale, 50% du marché des ressources mondiales, comme nos amis africains, nos amis musulmans, nos amis chinois, nos amis sud-américains qui défendent justement ces valeurs de la famille, de la foi, de la spiritualité qui font tellement défaut en Europe. Pour rassembler en peuple, il faut 2 choses: rétablir la spiritualité et l'union culturelle, le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel. Mais je pense aussi que pour restaurer la paix et la prospérité de chaque pays en Europe, il faut revenir à la souveraineté. Cette souveraineté que défendait tant mon grand-père, la souveraineté, c'est le peuple, c'est la légitimité du peuple, c'est la maturité politique du peuple, c'est sa capacité à choisir entre telle ou telle équipe et c'est aussi la prise de responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Le gouvernement français, le président français, c'est une aberration dans la Ve République. Avec seulement 11% des votes, il reste au pouvoir sans écouter ce que le peuple veut, sans être attentif aux problèmes du peuple, Donc à notre grand-père a démissionné, voilà, oui, on avait oui, 69, oui, bien entendu, oui, lui qui était ô combien légitime. oui. C'est la même chose en Allemagne avec Merz, c'est la même chose avec Starmer au Royaume-Uni. Il faut revenir à la souveraineté. C'est une des conditions de l'entente et de la prospérité des peuples. C'est aussi une des conditions pour qu'on ait une Europe forte. Mais parlons justement de la France souveraine, parce que vous avez une attitude critique envers l'Union européenne et nous avons parlé aujourd'hui aussi des relations avec les États du BRICS. Est-ce que les BRICS, pour vous, seraient une perspective pour une France souveraine? Ou est-ce que vous voyez l'avenir de la France et de l'Union européenne comme un concurrent aux BRICS? Comment voyez-vous ce triangle entre la France souveraine, l'Union européenne à laquelle la France appartient et
dont elle est un élément très important, et ce mouvement des BRICS qui se renforce maintenant. Où voyez-vous le rôle futur de la France et de l'Europe en général dans ces nouveaux développements mondiaux? Je pense que les BRICS sont une chance pour l'Europe. Je pense que les BRICS sont une chance pour la France. Comme je l'ai exprimé au sommet de l'Union des cultures devant le président Poutine, je souhaite que la France rejoigne les BRICS, puis l'Allemagne, puis la Belgique, puis d'autres États européens. J'espère aussi le Luxembourg. Nous y Euh, réfléchissons. Et je crois que c'est une chance, c'est une alternative aussi, parce que les BRICS ne sont pas un concurrent à l'Union européenne, mais les BRICS, c'est le retour à la souveraineté. Les BRICS, ce sont des pays qui ont choisi de coopérer ensemble, de choisir leur propre pays dans le respect de leurs intérêts nationaux et dans le respect de leur identité. Je pense qu'on doit tirer exemple des BRICS. C'est une chance. C'est aussi un momentum, une dynamique extrêmement forte, parce que c'est une dynamique qui rassemble les peuples de façon naturelle, sans tutelle d'une banque centrale, sans tutelle d'un organisme dominant. Au contraire, c'est un nouvel ordre finalement mondial plus équilibré, plus juste. Je crois que c'est une chance et que chaque pays devrait rejoindre ces BRICS en Europe, devrait s'inspirer aussi de ces pays qui choisissent de s'écouter, de coopérer et qui respectent la culture de chacun. Monsieur de Gaulle, je vous remercie pour votre engagement pour la paix, pour votre engagement pour une amitié entre la France et l'Europe occidentale et la Russie. Je crois que c'est très, très important, surtout maintenant avec les crises que nous connaissons. Merci beaucoup aussi pour le temps que vous avez pris pour nous répondre à ces questions. Merci infiniment. Merci. Dat waret scho fir de Sendung. Merci fir Ären Interesse. An der nächster Edition weise mir ech nes konkret, dats mir ganz no bei de Bierger sinn mat aktive Vertrieter aus eise Sektionen, déi se schët scheien fir de Fanger an d'Wun ze leen. Bleift gesund bis du hinner, Adi.